Jetzt, Freunde, auf dem Weg zum Dark Territory bei Sword Online Alicization Lycoris. Und nein, ich will nicht irgendwie das Spiel hacken oder so. Ich dachte mir einfach mal nachgucken, ob da noch irgendwas ist, was wir übersehen haben, nicht wahr? So, wir haben währenddessen hier noch ein paar Skillpunkte zu vergeben. Ich überlege gerade, ob vielleicht auch mal bestehende Skills kann man ja mitunter auch verbessern. Zumindest bei den Kampfskills geht das, wa? Kampfskills kann man ja auch verbessern. Oder, wie gesagt, ich habe 3 Punkte, lege ich in die Vertikalfeld, was wir bereits ausgerüstet haben, mache ich da irgendwie auf den nächsten Skillrang. Aber vielleicht sogar mal irgendwie neue Skills, mein Horizontal immer bisher Stufe 1. Angriff Debuff belegen, wäre natürlich schon geil. Schlangenbiss wäre ein neuer Skill. Belegt geworfene Feinde mit tödlich, ja. Das ist ein Passivskill. Auf Kontrolle kommt das noch besser Debuff-Brett und Debuff-Widerstand. Physische Resistenz plus 20%, das ist natürlich auch geil. Was haben wir eigentlich hier unten noch so Schönes? Ich meine, klar, er kann bestehende Skills verbessern. Kann man auch sagen, Notfall ausweichen, gefolgt einem Angriff. Ja, ist auch ein Kampfskill, muss ich auch erstmal einsetzen. Für den Geist und das Ziel zum Blick, das mit dem Gefahrenstatus. Ich bin ja doch mehr Fan von den passiven Skills. Kampfskill, heulendes Soldaten, erhöht Angriff aller Verbündeten der Reichweite. Das ist eigentlich auch ganz nett. Weil müsste eigentlich hier sein, oder? Beim Angriff. Da lege ich irgendwie Wert auf einen bestimmten Skill. Kanalisiert Willenskraft, um eine große Menge S wiederherzustellen. Bisher nie so Probleme gehabt. Verlängerte Öffnungsfenster für Skillverbindungen. Wenn ich es drauf hätte, wäre es natürlich etwas, wa? Aber momentan eher noch so ein paar Probleme. Okay, robuster Körper, eventuell auch geil. Vor allem, weil ein passiver Skill ist. Allglatt, Ausweichrate steigt, das ist natürlich auch geil. Passive Skills die besten. Schwert der Göttinnen. Angriff plus Skill-Tempo erhöhen, das wäre natürlich auch geil. Stellender Wille, also ein Kampfskill, das sind halt beide. Wobei der eine halt für Angriff und Skill-Tempo, der andere für Verteidigung. Das hätte schon was für sich. Heulen des Soldaten, ja. Gut, kann sowieso nur ein Skill. Point, Schleidung, du siehst sie, bevor sie dich sehen. Okay, das wäre natürlich auch geil. Ja, komm. Nehmen wir den noch. So. Wir haben sowieso noch ein paar Dinge offen für passive Skills. Nehmen wir den noch direkt mal aus. Ausweichen plus 10%. Hier habe ich einfach plus 5er. Kann man natürlich nachher nochmal weg, wenn es dann soweit ist. So, Weg des Wächters. Warte mal, was habe ich jetzt alles? Das ist ein Buffer, hä? Das ist ein Angriff plus 20. Ja, der reduziert zwar den Angriff. Ich habe eigentlich keinen wirklich für einen Angriff plus. Das ist das Problem. Weil hier habe ich jetzt... Aha, Angriff bei ihm wird reduziert. Eben, ich dachte mir schon. Deswegen ist nicht rot. Verteidigung plus 10%. Das heißt, für einen Angriff wären eigentlich schon die beiden am besten. Dann mache ich doch hier einfach noch heulende Soldaten drauf. Dann habe ich die beiden. Für einen Angriff, wenn ich mehr auf Defense legen muss, der Weg des Wächters. Die Frage ist halt, lohnt es sich bei Yuji überhaupt das drauf zu packen? Dann mache ich es bei ihm ähnlich wie jetzt bei Kirito. So. Mehr Sword Skills habe ich noch nicht. Sehr gut. Ich würde am liebsten speichern, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Aber daraus wird momentan nichts.
Ja, man sieht, man kann doch relativ viel rein, wenn man auch noch die Quests machen, nicht stur, wie ich ja sonst eigentlich der Typ bin, sich nur auf die Hauptquest konzentriert. Weil wir sind ja jetzt immerhin schon Level 11, also ist nicht gerade wenig. Die Frage kümmert mich halt nochmal um das Zwillingshorn, weil es halten mir doch mehr aus. 54er Verteidigung ist nicht wenig. Man könnte es riskieren. Ich weiß nicht so recht, Leute. Ich weiß nicht so recht. Dann gucken, was hier nur so abgeht. Oh, ich habe hier keine Karte, ist auch egal. Noch ein paar Schwerter. Ich glaube, hier ist ein Drache aus der Legende. Das kennen wir bereits alles. Wie er Berkuli den erlegt haben soll. Ich frage mich halt, wenn wir hier keine Minimap haben, ob es denn hier überhaupt etwas gäbe. Keine Karte. Und was passiert, wenn ich jetzt da rüber gehe? Okay, geht gar nicht. Schön. Hätten wir das auch mal geklärt. Das können wir jetzt mit Gewissheit sagen, hier in der Eiskristallhöhle gibt es nichts, weil ja, zum einen hat es keine Minimap und es sieht auch nicht so aus, als könnte es hier etwas geben, zumindest momentan noch nicht. Und hier kommen auch generell nicht wirklich weiter. Okay, haben wir eine Minimap, sehr schön. Ich weiß zwar nicht, ob ich hier jetzt großartig mich teleportieren kann, es wäre zwar sehr, sehr schön. Nein, das heißt immer noch, Schnellreise ist unmöglich. Du kannst unmöglich eine Schnellreise vollbringen, das geht einfach nicht. Und ich denke mir so, yo, vielen Dank, Spiel. Es steht schon, hey, Schnellreise, aber nö. Das gibt's einfach nicht. Naja, ist auch egal, Freunde. Aber ich würde sagen, wir haben sonst das Gebiet hier Mohuli doch ziemlich gut abgegrast. Klar, jetzt noch 3 stärkere Feinde. Wo die überhaupt jemals platt machen, kein Plan. Ich muss schnell durch, bevor sie mich bemerken. Hui. Oh, das wird wehtun. Ich hab's ja gesagt. Aua. Aber egal, wir heilen uns eh wieder. Gott sei Dank kann doch eigentlich auch hier. Passiv-Skills einsetzen. Obwohl es eh nicht viel bringt, weil ich heile mich ja sowieso da automatisch. Hätte mir also auch schenken können. So. Okay, jetzt kann eine Schnellreise möglich, weil es abgebrochen ist. Das gibt ja auch Sinn. Dass generell die Schnellreise noch nicht möglich ist. Das ist etwas, was mich ein bisschen irritiert. Hingegen, dass wir das mit den heiligen Künsten noch nicht wirklich einsetzen können. Das irritiert mich jetzt eher weniger. Macht ja auch Sinn, weil auch zu diesem Zeitpunkt ist er nicht wirklich, ja, sag jetzt mal, bewusst gewesen, was man alles mit den Heiligen Künsten machen kann, vor allem für den Kampf, sag ich jetzt mal. Zum Heilen und so, kein Problem, da war natürlich klar, aber den Kampf selbst, nee. Da war noch alles unklar. So, schön. Sonst sieht generell auch hier noch nicht so viel auf der Karte. Nö, ist relativ nichts sagen. Jetzt ist halt die Frage, wenn ich jetzt hier mal eine andere Quest nehme. Die hier zum Beispiel. Dann sehe ich zwar primär auch nichts, also auf der Map zumindest, aber vielleicht, wenn man jetzt hier irgendwie... Echt? Wo? Wo hat hier Feinde? Hier müsste es dementsprechend starke Feinde geben, ich sehe aber keine. Hier kann es rein ins Wasser rein. Von denen kriege ich das mit dem Apfel, das ist ja klar. Aber...
hier irgendwas? Ja, da vorne könnte vielleicht irgendwas sein. Ne, komm, Freunde, wir haben schon viel Zeit investiert für Sidequests. Das Einzige, was ich jetzt noch ganz kurz mache, ist nochmal das Zwillingshorn rausfahren. Wir haben ein Level ja mehr und ich habe jetzt doch einige geile passive neue Skills und auch sonst irgendwie coole Effekte drauf. Ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt platt kriege. Okay, macht definitiv weniger Schaden. Bringt eigentlich nicht sehr viel, wa? Ja, macht ihm noch zu viel. Nee, da bringt so nichts. Ich meine, klar gäbe es gewisse Techniken und so, die man einsetzen könnte. Jetzt nicht nur das mit den passiven und mit den Kampfskills. Und dann können auch sonst noch ein paar Dinge optimieren. Die machen mehr schon als vorhin, aber es dauert mir persönlich dauert es lange. Erwische mich immer, wenn ich eigentlich den Skill einsetzen will. Krass. Durchdringender Stoß. Ja gut, muss auch erstmal treffen, wa? Yushu, du könntest mal natürlich einen Schlag kontern. Ja, genau, dann passiert das. Ich muss auch meinerseits auf die Skills ausweichen, muss kurz abwarten, bis Kirito zurückkommt. Aber ich mache viel zu wenig Schaden, Freunde. Ja, mal abhauen. Ah, scheiße, ich hab die Künste vergessen. Ah, jetzt Fatalkünste so viele einsetzen. Warte mal ganz kurz. Mache relativ viel Schaden. Ja, doch. Okay, man sollte vielleicht gewisse Dinge, die man vorher gemacht hat, nicht unbedingt vergessen. Meine Kampfskills sind weg, das gibt's doch nicht.
Aber ganz ehrlich, das Icon mit dem fatalen Künstler, das kommt auch so spät. Jetzt wäre Yu schon wieder dabei. Wo gehst du hin, Kirito? Also ganz ehrlich, ey. Ne, komm, Warner bringt nichts, ich hau ab. Tschüss! Ah, mit dem fatalen Künstler, Superkünstler, ich bin so ein Idiot, ganz ehrlich. Das war jetzt richtig so, richtig dämlich, muss man sagen. Ah, der wieder komplett übersehen, vergessen, whatever. Aber egal. Haben sie in Erinnerung gerufen. Ja, natürlich mit dem wir haben doch relativ viel Charme mit abgenommen. Gut, ist ja egal. Wir haben doch relativ viel Quests gemacht. Das machen wir jetzt ein anderes Mal. Was ich wirklich noch mache, also das letzte, ich komme mal ganz kurz wegen den Hasen, weil ich würde die Quest gerne abschließen, wenn es geht. Bei nicht spielt es keine Rolle, weil wir sind sowieso auf dem Weg dorthin. Dann noch wirklich weiter mit der Hauptquest, weil jetzt haben wir echt viel Zeit vertrödelt, vor allem mit diesem sinnlosen Kampf, also sinnlosen Anführungszeichen. Wenn du gerade die Dinger vergisst, ey. Die Angriffsketten selbst sind schon geil, aber eben, wenn ich da halt irgendwie das vergesse, ist natürlich doof. Tatsächlich, es braucht einfach nach. So, wenn wir schon dabei sind, wa? Okay, Gebietswechsel bedeutet, beziehungsweise Ladescreen bedeutet, die Viecher spawnen nach. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben so noch irgendwie einen der Quests irgendwie auf Stufe 30er nehmen, da geht es darum, dass irgendwie eben so ein, das spezielle Viech noch für das Gericht, ja, das perfekte Gericht, sammeln die dritte Zutat. Ja, wird wohl eben das sein, dass er irgendwie so ein seltsames Viech noch kriegen muss und ganz ehrlich, eben, wir sehen es ja, die Quest irgendwie Level 32, das wird schon seinen Grund haben. Wir machen das doch lieber erst ein bisschen später. So. Ast und Bestien Clown bekommen. Okay. Wofür auch immer. Na, bereits eine erste Quest. Ich krieg die Krise. Legen auf die Altäre in ihrem Gebiet, dann türmt der. Hä? Soll das eine Quest sein? Oh, ja, ich sehe es. Überall markiert, wa? Die Frage ist, ob ich jetzt... Ich muss mir die Keile rein. Ja, kannst du mal als Unterquest anbringen. Habe ich denn überhaupt überall... Also, wo ich es machen muss, ist ja klar. Ich fahre mich jetzt eher gerade... Oder auch überhaupt hin, das war ich gerade... Ne, ich frage mich jetzt gerade, ob wir überhaupt die Dinger hätten. Die Räuchergefäße auf die Altäre, aber die war jetzt dabei, weil da kann ja noch nirgends was kaufen hier. Zum Teil hat man das Gefühl, ich bin dem Spiel ein bisschen voraus. Kann das sein? Okay, ja, ich dachte, vielleicht würde es irgendwie speziell darauf eingehen. Aber heißt das, kann ich erst kochen? Ne, okay. Und hat nichts zu tun. War auf ihn eine Anleitung, wo ich kochen kann. Okay. Warte gerade, ich muss erst ihre Quest abschließen, bevor ich noch kochen darf. Okay? So, Freunde. Wir machen uns also auf den Weg zu unserem eigentlichen Ziel. Also gehen nach Zakaria.
Wir sind ja aber auf dem Weg dorthin, kommen wir an diesen Altären vorbei, die sind doch eigentlich an allen. Ich gucke erstmal, ob ich es überhaupt drauflegen kann. Ah, ich habe schon was, okay. System konfiguriert, sehr gut. Dann machen wir das halt noch. Den Weg sollte sowieso keine allzu starken Gegner mehr haben. Die haben wir glücklicherweise alle bereits platt gemacht. So. Sehr schön. Das wäre platziert. Die restlichen 3, ich sage jetzt mal, machen wir auf dem Rückweg. Hä? Wir gehen erstmal nach Zakaria, komm. Zumindest auf dem Weg dahin. Oh, ein Hoppelhase. Hier hinten hat es auch noch welche. Gut zu wissen. Kirito, どうかしたの？今何か聞こえなかったか？獣の鳴き声みたいな。あ、本当だ。確かに聞こえたよ。ここからそう遠くはないみたいだね。行ってみるか。たかが獣と侮るつもりはない。しかし挑んでくるのならば容赦はしない。多勢であろうとひるむものか。オルティナノスの剣撃、いかなるものかを知るがいい。大丈夫かい？余計なこと。私一人で十分だ。いくら君が強くてもこんな数を相手にするのは危険だぜ、お嬢さん。ごめんね。こいつ言い出したら聞かないんだ。好きにするがいい。だがそのふざけた呼び方を今すぐ改めろ。なら教えてくれ。君の名前は？私の名はメディナ。意志を継ぎ戦う者だ。Tja, Freunde, willkommen bei Sword Art Online Realization Licorice. Alter! Meine Defense doch blockt. Ja, und zwar diese, wie sie gerade erwähnt hat, Melodie oder so, oder keine Ahnung. Medus ist ja egal. Ist zumindest jemand, der... Aua. Der keine Hilfe braucht, haben wir gerade gesehen, aber der... nicht bei Alicization im Manga, Light Novel oder Anime existiert, sondern nur hier im Spiel. Daijoubu ka? 2人とも。僕は平気だよ。メディナは？ムカつく。ね？助けてくれなどと私は頼んでいない。とは言っても、さっきの状況に一人で挑むのは無謀だと思うぞ。無謀と思えるくらいの試練でいいんだ。そうでなければ何のために剣技を磨く旅に出たのか。剣技を磨く旅？ひょっとしてメディナも剣士なの？どうでもいいだろう。もしかして行き先もザッカリアだったりして。うん。当たっているみたいだぞ。勝手に推測するな。もしメディナもザッカリアを目指しているなら、これ以上話すことはない。どうする？キリト。この道の向かう先はザッカリアなんだろ？だったら
せっかく目的地が同じなんだから。なんだ、一緒にザッカリアへ行かないか？私にはやるべきことがある。貴様たちとのんきに旅をしてはいられない。僕たちにもやるべきことはあるよ。なあ、別に旅を楽しくするために一緒に行こうってわけじゃないさ。一人で旅をしていたらまたさっきみたいな状況に陥って危ないかもしれないだろ。けど同行者がいれば少しは安全なんじゃないかな。しかし目的は違うかもしれないけど、ザッカリアを目指すまでは協力できると思う。お互いの目的を果たすためにもそれが賢明じゃないかな。そうだな。ただし条件がある。なんだ？余計な詮索はせずザッカリアで別れる。そして道中は私の行動に口を挟むな。獣を相手取り剣技を磨くことも私の目的の一つだ。それを邪魔されるわけにはいかない。分かったけど無理はするなよ。貴様らの指図は受けん。私は私のやるべきことをする。指図するつもりはないさ。短い間だけど仲間としてよろしくな。仲間だと？よろしくね、メディナ。本当にこの者たちは一体何なんだ。ムカつくが、ここで死ぬわけにはいかないのも事実だ。私にはやるべきことがあるんだ。Ja, nicht nur Medina hat viel vor, sondern wir ja auch, weil wir wollen ja auch erfahren, was jetzt ihre Rolle hier in dieser Version von Sword Art Online Alicization ist. Und ich würde sagen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen!